Servus und habe Dere, heute ist eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast am Start und dieses Mal geht es um die Verfilmung zum Spielemaskottchen aus dem Hause Sega und zwar Mr. Needlemaus, so hätte er zumindest irgendwann heißen sollen. Man hat sich aber dann doch für das einprägsamere Sonic entschieden. Sonic the Hedgehog, der Film von 2020. Mit mir dabei ist heute der Corby, weil der Mike ist immer nicht so zu begeistern für tolle, lustige, spannende Filme aus unserer Kindheit, die Figuren aus unserer Kindheit behandeln. Deswegen machen wir das halt wieder mit so zweit. Corby, habadere. Ja, servus. Jetzt gibt's schon im Intro lauter Fakten. Wahnsinn. Du überforderst unsere Hörer noch. Du, mein Hirn sprudelt über von Fakten, die muss ich gerade irgendwie unterbringen. Das ist ganz schlimm. Das Kreuz zu tragen ist echt heftig. Tja, aber dafür sind wir ja auch der beste Podcast der Welt. Zumindest der bayerischen Welt. Wir sind der beste Podcast von Viva la Movilusion. Das ist auf alle Fälle wahr. Okay, also wie gerade gesagt, es geht um Sonic the Hedgehog und wer den nicht kennt, kurzer Flashback, Sonic ist das Maskottchen von dem Spielehersteller Sega, der ist damals 1991 eingeführt worden als neues Maskottchen und hat damit Alex Kidd abgelöst. Dafür war ich auch noch zu jung, dass ich den wirklich kennt hätte, den habe ich auch googeln müssen und ich sage gute Wahl, weil Alex Kidd war irgendwie nicht so berauschend, auch nicht optisch. Ist auch ein Jump'n'Run-Spiel, unser Sonic, und hat sich, ja, ich sag mal, gute 10 Jahre mit Nintendos Maskottchen Mario so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, wer jetzt auf Platz 1 der besten Jump'n'Runs ist. Letztendlich hat aber Sonic irgendwann den Kürzeren gezogen und Nintendo ist an ihnen vorbeigerauscht, was daran liegt, dass Sega mit einer Konsole Dreamcast auch irgendwann die Konsolenprärie verlassen musste und nur noch sich auf Spiele konzentrierte, das ist leider auch nicht sonderlich gut, denn die Marke Sonic als Spiel ging auch ziemlich unter, mangelnde Qualität, ob das grafisch oder spielerisch war, da ist nichts richtig Gutes mehr gekommen und darum bin ich ein bisschen skeptisch an den Film rangegangen. Was auch nach dem ersten Trailer, glaube ich, nicht verwunderlich war. Da gab es ja einen Riesenaufschrei, den auch zu Recht, weil die Optik von dem Igel, das war ja sonst irgendwas, aber kein Sonic. Dann war es aber so, dass sich die Macher das wirklich zu Herzen genommen haben, den Aufschrei der Fans, und haben den abgeändert zu dem jetzigen Look, den er eben hat und der halt auch wirklich sich an dem Spiel orientiert. Und dann war ich schon ein bisschen beruhigter und habe mir dann den Film damals auch im Kino noch angeschaut und muss sagen, was Sega mit der Qualität der Spiele nicht mehr geschafft hat, haben sie aber mit dem Film geschafft, weil es ein absolut schöner, spaßiger Kinderfilm ist. Corby, erzähl uns doch mal ein bisschen, um was in dem Film geht. Ja, um was geht's in Sonic the Hedgehog? Dass es um den Igel geht, da muss man, glaube ich, nicht dazu den Film gesehen haben, dass man das dann weiß, aber der Film startet praktisch ganz am Anfang, und zwar wie der Sonic eigentlich auf die Erde gekommen ist, weil da spielt der Film dann auch, und zwar ist er auf einem Planeten, der umbenannt war, zumindest hätte ich den Namen nicht mitbekommen, eigentlich großgezogen worden von einer riesigen Eule namens Langklaue, und der ist dann angegriffen worden von einem Ameisenigel-Clan. Also jeder, der Ameisenigel kennt, der wird da sofort erkannt haben, boah, scheiße, das sind die bösen Ameisenigel, die jetzt den armen Sonic da jagen. Aber hallo. Und ja, krass, gell? Also schon lang her, dass ich den letzten Ameisenigel gesehen habe, aber da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich mir gedacht habe, oh fuck, das ist ein Ameisenigel, jetzt renn. Jetzt lauf richtig schnell. Oh ja, die Ameisenigel, die greifen nämlich dann auch Langklaue an, und Langklaue sagt dann zum Sonic, ey, du musst jetzt fliehen, gibt ihm einen Sack voller Ringe, und zwar das sind die Ringe, die man aus den Spielen kennt, die der Sonic immer sammeln muss, und mit diesen Ringen kann er in eine andere Welt flüchten. Und die Langklaue, die schickt ihn dann praktisch auf die Erde. Da ist er, glaube ich, nur ein Kind, ich schätze mal so 6 oder 7 Jahre alt, und wird dann
da auf sich allein gestellt auf die Erde geschickt und man sieht ihn dann 10 Jahre später, er hat es geschafft, dass er wirklich von niemandem gesehen worden ist, hat er brutal viel Spaß, hat sich da eine Höhle eingerichtet und lebt da sein lustiges Eagle-Teenager-Leben, was wir ja alle einmal durchgemacht haben. Dann nimmt der Film so seinen Lauf. Er wird in dem Ort, wo er aufgewachsen ist, in Green Hills, ja, sagen wir mal, so einsam, dass er auf einmal einen Stromschlag von sich gibt, weil er so wütend ist, dass er einsam ist. Und dadurch wird er entdeckt. Oder sagen wir mal, er wird zumindest so entdeckt, dass er sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ja, dann beginnt eine ziemlich lustige Story. Ich glaube, mehr muss man zur Handlung eigentlich fast nicht sagen. Es kommen die 2 wichtigsten Figuren aus den Spielen vor, und zwar einmal der Sonic selbst natürlich. Der Kane hat die beste Anekdote mit den Augen bereits erzählt, aber vielleicht unterhalten wir uns da dann gleich noch drüber. Und die andere Figur ist der Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey. Und ja, wer die Spiele kennt, der kennt den Dr. Robotnik als sehr dicken, glatzköpfigen Mann mit einem riesigen Schnurrbart. Und sagen wir mal, der Jim Carrey taucht da eigentlich als normaler Jim Carrey erstmal auf, mit einem zwar schon Schnurrbart, aber sagen wir mal nicht so riesig wie aus den Spielen. Was hast du da gedacht, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Ja, haben wir gedacht, die Figurenüberarbeitung hätte vielleicht bei ihm auch nicht geschadet, aber was nicht ist, kann ja noch werden, sage ich jetzt einmal nur dazu. Ja, genau. Man muss sagen, am Anfang habe ich mir nur gedacht, okay, ja, es ist so das typische Jim Carrey Schauspiel, weil Jim Carrey spielt ja meistens auch Rollen, wo er sehr, sehr, sehr schnelle Gesten macht, sehr schnell spricht, viele Witze hintereinander raushaut und sagen wir mal, da macht es genauso, nur mit dem Ticken bösen Irren, was er für einen Dr. Robotnik braucht, und das macht ihn charakteristisch eigentlich schon ziemlich gut aus, finde ich. Und es erinnert halt auch wirklich sehr stark an seine geilen alten Performances, die er sonst recordert. Gesichtsentgleisungen ohne Ende, total überdreht und abgefahren. Ich sag Jim Carrey wieder mal in Höchstform, so wie ich ihn mag und so wie ich ihn mal gerne anschaue. Auf jeden Fall. Also sagen wir mal, wer Jim Carrey-Fan ist, der wird so, auch wenn er einen Sonic vielleicht nicht so mag, trotzdem seinen Spaß in dem Film haben. Aber auch für alle Sonic-Fans ist es auf jeden Fall ein lustiger Film. Vielleicht ein bisschen zu kindlich. Also wenn ich jetzt vergleiche mit dem Detektiv Pikachu-Film, der ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen ist, macht für mich Sonic nur mal so ein bisschen einen noch kindlicheren Eindruck. Ja, würde ich auch sagen. Also er richtet sich schon ordentlich an die jüngere Generation, ist aber trotzdem immer noch schaubar für erwachsene Kinder, weil es nie zu kindlich kitschig wird, wie man es vielleicht von Paw Patrol oder selbst kennen würde. Aber er hat jetzt auch nicht die Reife, die manche Pixar-Filme noch mitbringen. Er sagt eindeutig, an welche Generation dass er sich richtet, schließt aber uns alten Deppen nicht komplett aus. Gott sei mir alt. Hätte er aber gemacht, oh Gott, gescheit alt, ja. Hätte er aber gemacht, wenn wenn das Sonic-Design nicht überarbeitet worden wäre, das wir vorher schon mal angeschnitten haben. Ich habe gerade wieder ein Bild vor mir jetzt beim Aufnehmen und ich frage mich echt wieder, was zur verdammten Hölle haben sich die Designer damals dazu gedacht? Gelesen habe ich auf alle Fälle, dass Paramount oder die zuständigen, in Anführungszeichen, kreativen Köpfe in dem Fall dahinter gemeint haben, die einzigen, die sich da wirklich aufregen, sind sicherlich nur die Hardcore-Fans, der Rest von diesen 0815 Casual-Kinogängern, denen wird es wurscht sein, so wie es bei den Turtles auch die meisten wurscht war. Gott sei Dank in dem Fall nicht so gewesen, sondern ein riesiger Shitstorm eben rausgekommen und sie haben wirklich auf die Fans gehört und haben das ins Positive geändert. Also da bin ich schon sehr dankbar drum, weil ich glaube, anders hätte ich mir den maximal dann mal angeschaut, wenn er auf Prime gratis drinnen ist, aber ich hätte keinen Cent Geld dafür ausgeben. Vielleicht machen wir es ja so, dass wenn wir den Podcast veröffentlichen, aus Versehen die 2 Bilder auch nochmal nebeneinander stellen, praktisch wie der ursprüngliche Sonic in dem Film hätte ausschauen sollen, mit einfach Menschenaugen oder der Sonic als Igel, aber doch sehr vermenschlicht, ja. Und halt dann der Sonic so, wie er jetzt ist, so wie man ihn aus allen Spielen einfach kennt, ja. Mit seinen übergroßen Augen. Aber da verstehe ich auch nicht genau, was die sich dann gedacht haben. Haben sie dann gedacht, so, wir machen zwar jetzt einen Animationsfilm über einen Igel, der aus dem Weltall kommt, aber der muss schon ausschauen wie ein Mensch.
Keine Ahnung, wie gesagt, also diese Designentscheidung, die habe ich absolut nicht nachvollziehen können, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Da gibt's auch noch auch so einen Punkt an dem Film, wo ich mir dann gedacht habe, also ich finde es irgendwie ein bisschen strange. Ich meine, es ist mir zwar jetzt egal, aber irgendwie ist es trotzdem strange und da bin ich dann auch wieder auf die Augen gekommen. Und zwar der Dr. Robotnik, der findet die allererste Spur vom Sonic anhand von seinem Fußabdruck. Da sind jetzt nicht nur die Schuhe dann drauf, sondern er schafft es halt dann praktisch, dass er wirklich den Fußabdruck zeigt. Und dann sagt er halt, ja, er hat jetzt da sämtliche Füße auf der ganzen Welt abgeglichen, aber so ein Fuß, den gibt's auf der ganzen Welt nicht. Und dann sagen sie den, und es ist einfach ein stinknormaler Fußabdruck. Also von einem Menschenfuß. Ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube, man sieht in keinem einzigen Spiel oder wahrscheinlich auch damals in der Zeichentrickserie kein einziges Mal die Füße vom Sonic. Da hätten sie sich ja vielleicht was Kreativeres einfallen lassen können. Aber ja. Vielleicht ist das bei der ganzen Überarbeitung irgendwo unten durchgerutscht und man hat sich gemerkt, dass man da vergessen hat, die Füße dementsprechend den Fußabdruck auch zu überarbeiten. Ja, genau. Das war dann irgendwie mein Gedanke und dann habe ich mir wieder gedacht, ja, okay, soll es uns doch egal sein. Hauptsache der Film ist ganz, ganz lustig und schön zum Schauen. Sagen wir mal, wir haben gestern erst gesehen in der Heimkino-Premiere von Prime. Also ich habe Geld dafür bezahlt, wie wenn ich ins Kino gehen darf. Wahnsinn. Und ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Also das waren 4 Euro, schieß mich tot, die ich gerne investiert habe. Wie gesagt, ich habe ihn im Kino noch gesehen. Das war einer der letzten Kinofilme, die ich noch gesehen habe vor der großen Corona-Kacke hier. Ich habe damals im Kino einen Haufen Spaß gehabt. Ich habe mir jetzt halt auf Blu-ray geholt und habe mir jetzt auch vor dem Podcast nochmal durchlaufen lassen. Und er macht immer noch genauso Spaß. Also es ist ein schöner, gemütlicher Film, bei dem man das Hirn ausschalten kann, der einen ein bisschen in der Kindheit schwelgen lässt, wenn man früher Sonic gespielt hat. Und weiß ich immer, heißt, Spieleverfilmungen sind meistens schlecht. Also leider gibt es halt wirklich zu viele Beispiele, die das bewahrheitet haben. In dem Fall muss ich aber sagen, in der letzten Zeit geht es, glaube ich, ein bisschen weiter nach oben, was die Qualität angeht, weil ich finde, Detektiv Pikachu war ein sehr spaßiger Film, Sonic war auch ein sehr spaßiger Film. Es arbeiten ja gerade die Illumination Studios, die für die Minions verantwortlich sind, mit Nintendo zusammen an einem Super Mario Film. Da lege ich auch sehr hohen Wert drauf und bin da sehr guter Dinge, dass der auch gut wird. Ich hoffe, dass es mittlerweile ein bisschen, dass die Kurve jetzt wirklich weiter nach oben geht und die Spieleverfilmungen die Klasse immer mehr halten können. Auf jeden Fall von den Videospielen, die wir halt aus unserer Kindheit jetzt nur kennen. Also für alle, die jetzt vielleicht ganz verstehen, wie alt wir sind und von welcher Kindheit wir gerade sprechen. Wir sind in den 90er groß geworden und da gab es halt einfach viele, viele Spiele, die es, glaube ich, mittlerweile einfach wert sind, verfilmt zu werden. Aber ich muss zugeben, auf Sonic habe ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie gewartet. Da habe ich mich über den Detektiv Pikachu-Film schon sehr gefreut. Da war es mir dann auch egal, dass es um Detektiv Pikachu geht, aber der war einfach sauwitzig und hat genau meinen Humor getroffen und das Thema Pokémon ist sowieso immer super. Da waren zwar auch viele Zweifel dabei, ob es das wirklich in die reale Welt so gut umsetzen können, aber ist super gelungen. Jetzt da bei Sonic muss ich auch sagen, durch diese Augenänderung hat mich das null gestört, ist super animiert und alle Effekte, die in dem Film vorkommen, fand ich ja lustig. Auch das, was alles mit den Robotern passiert ist, vom Dr. Robotnik, richtig geil. Ja, bei den Ameisenigel, da am Anfang, da habe ich natürlich gleich mal wegschauen müssen, weil das war so gruselig. Aber gibt's denn nur irgendwelche Themen von Sonic, wo du schon davor gesagt hättest, boah, da hättest du jetzt schon drauf gewartet, dass es mal verfilmt wird? Ich muss sagen, ehrlich gesagt nicht, weil ich habe zwar Sonic gespielt früher, wo haben wir den gespielt? Ich glaube auf dem Mega Drive habe ich noch gespielt, genau den ersten Teil oder die ersten 2, die habe ich ein bisschen gespielt. Hab dann auf der Dreamcast mal in dieses 3D-Sonic, auf der PlayStation 3 in so 3D-Sonic ein bisschen reingelunzt. War aber dann schon nicht mehr so das meine und dann ist Sonic bei mir immer mehr in der Versenkung verschwunden und ich bin ein bekennender Nintendo-Fanboy. Bei mir war sowieso immer Mario, das Jump'n'Run Nonplusultra. Ich war einfach gespannt drauf, wie Sonic wird, aber auf alle Fälle gewusst, ich schaue mir an, vor allem nachdem diese Designüberarbeitung war und habe mir dann einfach
also ohne Erwartungen mit ihm angegangen und darum hat er mich wahrscheinlich auch wesentlich besser unterhalten, als er es vielleicht getan hätte, wenn ich jetzt halt voll der Fanboy gewesen wäre, der über jede Kleinigkeit von Sonic Bescheid weiß. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da so extrem viele Fanboys gibt. Also, ich habe zumindest... Ich kenne einen, der hat ein Tattoo vom Sonic. Der, weil er cool ausschaut. Wer, er oder das Tattoo? Das Tattoo wahrscheinlich. Das Sonic selber schaut ja richtig cool aus und ich glaube, allein schon das, wenn man das als Kind sieht, dann denkt man sich, boah, das muss bestimmt voll das geile Spiel sein, jetzt möchte ich es mal spielen. Aber das Spielprinzip selber, immer die Ringe sammeln und es ist halt, also jedes Sonic ist immer brutal schnell. Ich habe am meisten das Sonic Adventure 2 Battle gespielt, das für einen Gamecube damals gab und das fand ich mega schwierig. Also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn du die alten gespielt hast. Ich habe jetzt auch vor kurzem erst wieder die alten gespielt und auch da muss ich jetzt sagen, also entweder ich bin mittlerweile aus dem Alter raus, dass ich einfach nicht mehr mitkomme, also wirklich von der Geschwindigkeit her, oder es ist einfach echt scheiß schwer. Ja, so ging es mir auch. Ich bin da auch nie wirklich weit gekommen. Das ist mir alles jetzt schnell gegangen. Also, keine Ahnung, bei Mario hupfst du da ein bisschen und kannst da schauen und weißt, okay, dann nehme ich Anlauf. Und bei Sonic ist es, ja, wie beim ersten Mal, zack, rein, fertig und du weißt gar nicht, was passiert ist. Oh Gott, da muss wieder die Trommel dann her. Haut mit der Trommel. Ja, aber vielleicht zurück zum Film. Ich habe ja vorhin nicht so viel erzählt, was direkt während dem Hauptpart vom Film dann passiert. Ich weiß nicht, meinst du, wir sollen drauf eingehen oder sollen wir vielleicht es einfach beim Dr. Robotnik und beim Sonic belassen oder sollen wir auf die Familie Wachowski auch nur eingehen? Ja, ein paar Worte dazu kann man schon verlieren, weil es gibt ja nicht nur an Sonic und eben an Jim Carrey als Dr. Robotnik, sondern der Sonic hat hier auch eine kleine Familie dann gefunden und zwar in Form von James Marsden und der Tika Sumpter. Und den James Marsden kennt man, der ist ziemlich bekannt, aus Westworld, spielt aus der Serie Westworld, spielt in der kommenden Stephen King Verserierung, nenne ich es jetzt mal, von The Stand mit. An sich ein sympathischer Kerl, genauso seine Rolle in dem Film, sehr sympathisch und liebenswürdig und auch seine Frau, die Tika, machen das Ganze zu einem noch netteren Familienspaß. Mit inklusive einer coolen Kneipenschlägerei-Szene. Also ich hör jetzt schon unsere Hörer sagen, ja, aber Kani, wieso hat der eine Familie? Der Kirby hat doch gesagt, der hat mit den Leuten nichts zum Tor. Ja, irgendwann natürlich schon. Nein, natürlich passiert durch das, wie sie auf den Sonic aufmerksam werden, kommt er in Kontakt mit dem Tom auf eine ganz amüsante Art und Weise und da er eben so ein netter, liebenswürdiger Kerl ist, dieser Tom, hilft er am Sonic und so nimmt das Schicksal seinen Lauf und die werden natürlich richtige Brudis, die zwei. Und wie soll es anders sein? Friede, Freude, Eierkuchen, am Schluss fetter Family-Spaß für alle miteinander. Um es mal kurz zu sagen. Ja, wirklich sehr kurz. Also jetzt haben wir die zwei ja schon angeschnitten und sollten wir vielleicht auch noch kurz erklären, was der Tom denn so in Green Hills macht. Der Tom ist ein Polizist, der wirklich sich um die komplette kleine Ortschaft, ich glaube, kurz wird mal erwähnt, dass knapp über 100 Leute sind oder so, die um alles kümmert und sowohl zu den Menschen als auch zu den Tieren furchtbar nett ist. Der möchte halt dann befördert werden oder er bewirbt sich für eine Streifenkopfstelle in San Francisco, kriegt die dann auch und ist dann kurz davor, dass er die wunderbare Stadt Green Hills verlässt und dann passiert dann nur das mit dem Sonic und eins trifft aufs andere und ja, voll viel Aufregung und Spaß. Ja. Ja. Ja, ich glaube, recht mehr kann man eigentlich jetzt zur Handlung nicht wirklich sagen. Na, es ist ein Jump'n'Run-Spiel, das einmal der gleichen Prämisse folgt und daraus hat man eben, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ein spaßiges Abenteuer gemacht, ohne hier tiefschürfende Storywendungen oder sonst irgendwas zu bringen, sondern es ist einfach eine geradlinige Story, gut gegen böse, Freundschaften und Familie, alles dabei für klein und groß. Ein bisschen an Fanservice gedacht, indem man eben viele Sounds aus dem Spiel, wie da, wenn er die Rollattacke macht und irgendwo dagegen klatscht, das sind Originalsounds aus den Spielen. Das nur mit eingebaut, das finde ich immer ganz cool, aber sowas ist relativ normal bei solchen Verfilmungen. Und man hat da noch einen
man ist gleich davon ausgegangen, dass er vielleicht gar nicht so unerfolgreich sein wird und hat dann auch noch eine kleine Post-Credit-Scene oder was Mid-Credit-Scene eingebaut und noch einen weiteren Charakter angekündigt für einen eventuellen zweiten Teil, der so eventuell gar nicht mehr ist, sondern mittlerweile ziemlich fix, weil Sonic hat, glaube ich, ein Budget von um die 80 Millionen gehabt und insgesamt knappe 310 eingespielt. Und deswegen haben sie jetzt für 2022 schon einen Teil 2 angekündigt. Und da bin ich dann schon richtig heiß, weil, wie gesagt, am Ende kommen so ein, zwei Sachen, die dann noch mehr in die Richtung Originaldesign von Sonic gängen, dass ich sage, ja, geil, das ist dann so richtig, das, was so richtiges Spielverfilmungsflair, so will ich das dann sehen. Was glaubst du, was so in dem zweiten Teil an Handlung passieren kann? Ich kann mir vorstellen, dass eben die zweite Figur, die dann kommt, Sonic wieder zurückholen muss auf einen, zu die, wie hast du genannt? Diese bösen Ameisenigel, genau. Ich glaube, dass es darum geht, dass er da zurückkommen soll und denen ein Schreckensregime niederschlagen muss. Und natürlich wird auch der liebe Dr. Eggman noch irgendwo mit reinpfuschen. Der Dr. Eggman? Das ist der Robotnik. Ach so. Ja, das war irgendwann mal als Beleidigung vom Sonic gegenüber an Robotnik gedacht und hat sich aber dann irgendwann etabliert, dass er zum Dr. Eggman benannt wurde. Übrigens, Fun Fact, der hat ein IQ von 300, so genauso wie ich. Lach nicht, du weißt, dass es stimmt. So zweifelnde Bejahungen passen mir nicht, das weißt du schon, gell? Übrigens, ich hab noch einen Fun-Fact, den hab ich auch noch rausgefunden, weil jeder immer meint, erster Sonic-Auftritt ist natürlich das erste Sonic-Spiel, das stimmt aber nicht ganz. Sein erster Auftritt war nämlich als Ornament an einem Rückspiegel in einem Auto bei dem Arcade-Spiel Red Mobile. Ha, das habe ich mir aber dann rausgehauen, ha? Huiuiui, Menschenskinder, du. Da wird wieder Raunen durch die Ohren gehen. Aber hallo. Und ich glaube, dass einige über die lachen werden, weil du in der Folge ganz schön abgeluscht hast, was Fun Facts angeht. Naja, Bitch. Aber ich habe einen Filmfehler entdeckt. Raus damit, du Sau. Es gibt eine Szene, da sind sie in einer Bar und da zetteln sie eine Schlägerei an. Grandios. Die ist echt geil, ja. Und sie werden da gleich am Anfang von der Schlägerei von 3 riesigen Typen, zumindest, ja, wie soll ich sagen, eingeschüchtert. Genau. Und einer von den 3 Typen ist eigentlich gerade dabei, dass er auch sich auf die 2 stürzt, also auf den Tom und auf den Sonic. Und dann geht so der Sonic in so eine Zeitlupensequenz über. Und da sieht man dann einen von diesen 3 Typen an der Bar was trinken. So ganz gemütlich. Der hat halt ultimativ durchgehauen und ist da gleich umgeschossen. Ihm ist eingefallen, oh Moment, einmal Schlägern, das geht gar nicht. Durch. Nüchtern nicht, da tanke ich mir nur mal eine ein. Weißt du selber, wie es ist, wenn wir zum Raufen fortgehen. Vorher noch 5 halbe gehst und dann wird zugehauen. Nein, dann vergessen wir, dass wir eigentlich schlägern wollten. Genau, dann fangen wir dann untereinander drauf an. Hey, du weißt, was man mir war. Stimmt. Ich fand die Szene bei der Schlägerei ganz lustig, als es losgeht und er ihm die Flasche über den Kopf haut mich und ihn nicht zerbricht. Ja, es gibt mehrere Szenen, wo man sich denkt, das sind ziemlich coole Ideen. Und dann gibt's immer wieder so Stränge in der Handlung, wo man sich denkt, aber gut, ich greife schon wieder vor. Du greifst schon wieder vor und zwar auf unsere Pro- und Kontra-Runde, Corby. Hau mir raus damit, was fandst du an dem Film richtig geil und was sagst du, geht gar nicht? Ja, richtig geil. Animation vom Sonic fand ich echt ziemlich gelungen. Ich glaube, den Sonic hat man das letzte Mal in einem Film gesehen bei Ralf Reichts. Da war er ja, glaube ich, auch bei Ralf Reichts 2, wo ich den richtigen Titel mittlerweile vergessen habe, weil die deutschen Titel immer furchtbar sind. Da war er dann kurz mal so richtig zum Singen, aber da war er halt einfach typisch Videospiel animiert. Jetzt da, der Sprung in die echte Welt haben es durch den verdienten Shitstorm richtig geil hingebracht. Also da merkt man dann einmal, dass ein Shitstorm was Gutes bewirken kann. Und das fand ich einfach ziemlich gelungen. Also ich habe mir kein einziges Mal gedacht, bis auf diese Fußszene, wo ich aber dann eher über den Fuß dann nachgedacht habe. Leck, der Sonic schaut so mega künstlich aus. Na, fand ich echt top. Und was mir nicht so gut gefallen hat, waren eben so ein paar Handlungslängen. Ihr habt es gemerkt am Anfang, ich wollte eigentlich nicht mehr dazu sagen, als dass es einen Robotnik und einen Sonic gibt, die da gegeneinander kämpfen.
Mei, so die ganze restliche Handlung, das kann, ja, weiß ich nicht, irgendeine Figur sein. Es kommt so rüber wie ein Roadtrip, das ist es auch, mehr oder weniger. Und mei, ist halt der Sonic mit dabei und der Dr. Robotnik. Da hoffe ich mir eigentlich für den zweiten Film mehr Videospielhandlung. Und Kani, was hast du gut und was hast du schlecht gefunden? Erst einmal für Dino, Ralf Reichts 2 Chaos im Netz ist der Titel. Oh, Gott sei Dank, ich hätte so nicht schlafen können. Ja, das glaube ich. Ja, was ich gut gefunden habe, war eben der Humor in dem Film. Er ist zwar natürlich auf der kindischen Ebene, aber da ich im Kopf erst 12 bin, funktioniert das bei mir immer ganz gut. Was ich nicht so gut fand, ich würde auch sagen, dass teilweise ein bisschen zu sehr gefühlsduselig geworden ist. Aber in Anbetracht auf die Zielgruppe, die der Film anvisiert, ist es alles im Rahmen. Nörgeln auf hohem Niveau, der Film reinhauen mit der Freundin oder mit der Familie auf die Couch pflanzen und dann kann man da absolut schönen Spaß haben damit. Und was haben wir jetzt halt noch beim Kinderfilm? Weiß ich nicht, ob es Triple Threat da gibt, aber wir ziehen es durch, weil wir es immer durchziehen. Corby, gibt's Titten? Nein. Tote Tiere? Nein. Und sieht man von einem Mann die Trompete? Nein. Ja, ich habe auch überlegt, weil der Sonic ist ja eigentlich nur bekleidet mit Schuhen, gell? Aber keine Sorge. Er sagt sogar einmal, hey, ich habe nicht mal eine Hose an. Ja, genau. Aber keine Sorge, das kannst du mit den Kindern anschauen. Sonic hat kein Gemächt. Ich habe jetzt gerade nochmal über tote Tiere nachgedacht. Aber Langklaue ist, glaube ich, nur verletzt gewesen. Ja, nein, kein offizieller Tod. Alles klar, Leute, dann war's das von unsererseits. Wir sagen wieder Danke fürs Zuhören. Hoffen wir, euch hat's taugt. Wollen auf alle Fälle ganz viele Abos und Likes und Teilungen und Zellteilungen und so weiter haben für euch. Und freuen wir uns, wenn es das nächste Mal wieder zuhört. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Der beste Podcast der Welt. Bam.